Leo und die Susan hier im Online-Studio und wir haben noch 2 Fragen, die ich euch sehr gerne stellen würde. Und zwar, wir haben ja heute Morgen über den Salzpunkt geredet und diese 2 Aspekte. Und das erste war auch diesen Schmerz zulassen, dass Salz in die Wunde geht. Du hast das Bild vom Toten Meer gebracht. Ich war auch schon im Toten Meer mit einer Wunde. Es brennt richtig. Das ist ein gutes Bild, so kann man sich das vorstellen. Aber meine Frage ist, woher weiß ich, wann es was ist, das Gott heilen möchte und ich diesen Schmerz zulassen sollte? Und wann ist es einfach ein Schmerz, das tut jetzt einfach weh? Und wie kann ich das differenzieren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Generell ist es so, es gibt ja die größeren Themen im Leben, wo vielleicht auch etwas geschehen ist, sage jetzt mal ein Missbrauch oder man hat etwas von Familientradition mitbekommen, man nennt das so Muster, die man übernimmt. Und das ist etwas, was der Heilige Geist dir aufzeigt. Ich bin nicht so ein Typ, wo gerne ein bisschen tief grabe und ich sage immer, Heiliger Geist, mach es einfach, offenbare mir du diese Dinge, weil sonst hat es ja wie kein Ende mehr, man ist ja nicht perfekt, es gibt ja immer ein Thema in dem Sinn. Also sehr, sehr mal, dass den Heiligen Geist einfach bitte, dass er mir die Themen offenbart, die ich in meinem Leben habe und dann immer die Frage, gibt es etwas, was ich tun kann? Das ist eine. Und dann gibt es aber auch so Themen, die täglich kommen. Zum Beispiel vorletzte Woche hat mich jemand so wütend gemacht und dann habe ich gemerkt wieder, wenn ich jetzt das nicht lenke, dann bekommt es auch wieder ein Muster in meinem Leben. Und ich brauchte etwa, jetzt kann ich jetzt 2 Stunden, bis ich gemerkt habe, mein Herz kommt zur Ruhe. Und dann habe ich immer gesagt, der Geist des Friedens ist in mir. Der Geist des Friedens ist in mir und ich erlaube jetzt nicht dieses Gefühl, diesen Wut in mir und ich habe das wieder gewechselt in dem Sinn. Also das eine sind Themen, die länger da sind, die man dann anpackt, vielleicht auch in die Seelsorge geht, aber dann gibt es so tägliche Dinge, die kommen oder man ist schlecht gelaunt oder irgendetwas und das sind für mich eben auch Dinge, die dann zu einer Wunde werden kann, wenn man das nicht anpackt. Und da, wie gesagt, proklamiere ich immer diese Wahrheiten von Jesus und manchmal geht es schneller. Und manchmal geht es mühsam lang, aber ich möchte diesen Themen nicht die Führung von meinen Gefühlen auf lange Sicht übergeben. Das ist mir mega wichtig, weil sonst wird das auch wieder zu einem Muster im Leben. Ja, mega cool erklärt. Vielen, vielen Dank. Susanne, du hast auch darüber geredet, dass wir das Salz sind. Wir sind tatsächlich das Salz und wir können dieses Salz streuen. Aber gibt es jetzt eine Option, dass ich salziger sein kann oder weniger salzig? Ja, von dem spricht ja die Bibel in einem Vers, wenn das Salz fade geworden ist, mit was soll man es würzen? Und ich fand einfach den Bildausschnitt, den du gebracht hast von Judas, so eindrücklich, weil man einfach sieht, dass der Salzbecher steht ja da vorne am Arm und er ist umgekippt. Er hat die Gnade, das Geschenk der Vergebung oder die Freundschaft, die ja auch Ausdruck ist. Der Salzbund ist Ausdruck von Freundschaft und von diesem ewigen Gott. Er hat das einfach weggeschmissen. Und das macht natürlich aus, wenn ich im Leben dem kein Gewicht gebe, diese Vergebung und diese Gemeinschaft mit Gott, dann werde ich geschmacklos, dann verliert es an Stärke. Das ist für mich schon ein krasses Bild. Also ich weiß, ich sitze am Tisch und ich muss einfach auch diese Gemeinschaft mit Gott zulassen und diese Freundschaft auch genießen, dann glaube ich, bleibe ich würzig. Das ist noch cool, eure Antworten hängen auch mega zusammen und es ist der Heilige Geist, der in uns wirkt, indem wir auch Gemeinschaft mit ihm erleben. Da entdecken wir Wunden oder Dinge, die wir anpacken können und gleichzeitig füllt es uns auch auf, sodass wir dieses Salz auch streuen können. Sehr stark. Eine andere Variante zum auch Salz streuen sind unsere Entdecke-Gott-Videos, die der Michi Sieber vorhin in der Churchbox auch erklärt hat. Ihr findet sie in unserer App, icf.app. Und das ist wirklich eine coole Variante, zum mit Leuten ins Gespräch treten, über den Glauben, über was momentan gerade abgeht, wie es einem persönlich geht, vielleicht persönliche Wunden, die sie haben. Das ist so ein Türöffner dafür. Wir sind schon gleich am Ende der Celebration, aber Leo, würdest du noch zum Schluss ein Segensgebet aussprechen? Sehr, sehr gerne. Ich bete sehr, sehr gerne für euch. Ich muss es euch wirklich sagen, diese Predigt über den Salzbund habe ich noch nie so gehört. Ich war mega erstaunt, weil ich gemerkt habe, es sind so viele Wahrheiten drin von diesem wunderbaren Jesus. Und ich segne euch im Namen des Vaters, der allmächtige, allwissende und auch allmächtige Gott möge euch umgeben von allen Seiten. Ich segne euch in der Liebe von diesem Sohn von Jesus, der das Opfer ist, der uns näher gekommen ist, der den Himmel uns gebracht hat. Und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe das schon betont, dass der Geist Gottes dir Offenbarung gibt, was dein Part ist, was du unternehmen kannst. Aber ich bete auch, dass dieses Feuer mit diesem Salz deine Wunden in deinem Leben heilt und du wirklich erleben kannst, dass Gott ein Gott ist von Zeichen und Wundern in deinem Leben.
Amen. God bless you. Amen.